Herzlich willkommen! Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zuguckt. Du Basti, Ja. was würdest du auf die Frage antworten, was ist Isle of Moldau? Puh, das sind eigentlich viele Sachen, weil wir uns ständig immer wieder neu entwickeln. Aber in erster Linie ist auf jeden Fall ein Catering-Unternehmen, das viel auf Events und Veranstaltungen unterwegs ist. Ja, und seit Corona haben wir ja unseren Online-Shop, ja, wo ihr die Moldauschler online bestellen könnt. Zum Beispiel. Ja, und da haben wir uns ja auch neu entwickelt und haben unsere Gerichte jetzt in Dosenform gebracht. Aber was haben wir noch? Da haben wir noch die Moldauer Maden, ja. Ah, unser neuer Kumpel, ja. Da haben wir auch ein paar. Also, ihr seht, unsere Themen sind sehr vielseitig, aber es geht auch heute jetzt primär um das duale Studium, Food Management an der DHBB Heilbronn. Und was da genauso alles bei uns so passiert, das zeige ich euch jetzt. Im ersten Lehrjahr konzentrieren wir uns darauf, dass du die ganzen Dinge im Foodtruck bei den Caterings lernst. Das heißt, du wirst viel im Foodtruck agieren, in den verschiedenen Fahrzeugen, aber es geht natürlich auch viel um die Vor- und Nachbereitung. Das heißt, die Foodtruck-Pflege, die Produktion, aber auch das Spülen vom Equipment. Also ich werde eigentlich gerade fit gemacht, dass ich alleine mit auf die Straße gehen kann. Also kümmere ich mich einfach darum, dass die Foodtrucks immer schön sauber sind und auch alles schön vorbereitet wird, bevor ich losfahre. Und ja, außerdem helfe ich auch noch in der Produktion, also heißt es Speck braten oder einfach alles sauber halten. Ich bin jemand, der nicht nur trocken lernen kann, in der Uni sitzen kann, sondern ich brauche auch was zum Anfassen. Abwechslung, wenn man immer wieder Uni und Arbeit im Wechsel hat. Mein persönliches Highlight war bis jetzt eine Hochzeit, auf der ich mit sein durfte, auf einem Catering. Und es ist einfach was Besonderes an sozusagen dem besondersten Tag für ein Paar mit dabei sein zu dürfen. Wenn die Straßenthemen dann alle funktionieren und du die ganz routiniert abarbeitest, dann gehen wir ins Büro. Und da haben wir zwei Themen, einmal Vertrieb und einmal Marketing. Der Vorteil bei so einem kleinen Unternehmen wie uns ist es, dass du zum einen immer einen direkten Ansprechpartner hast, der dir wirklich die Themen auch erklärt, und du kriegst wahnsinnig viele tiefe Einblicke in die einzelnen Themen und wirst dabei natürlich auch gefördert. Gefördert und gefordert. Ich bin jetzt im zweiten Layer und bei mir ist gerade so, also mir wird sehr, sehr viel im Moment zu unseren Social-Media-Kanälen gezeigt. Einfach da auch, was wichtig ist, wie man Content produziert, auf was es ankommt, wie Leute auf Sachen reagieren, wenn man was postet. Durfte ich schon ein bisschen mitentscheiden bei dem Foodtruck-Design oder zumindest meine Ideen ein bisschen mit einbringen. Ein Poster durfte ich auch schon gestalten und ja, tatsächlich auch zum Druck bringen. Und wichtig, oder ja, was halt auf jeden Fall mir sehr wichtig ist, dass ich auch einfach meine eigene Meinung mit reinbringen kann und die auch ernst genommen wird und eigentlich jeder auch darauf eingeht oder dass ich auch ein bisschen was zu sagen habe. Ich bin gerade im Vertrieb bei der Dagi und bei der Jackie. Und da bin ich vor allem für die Mittagspausen zuständig. Wir fahren ja jeden Tag raus für Mittagspausen und da bin ich dabei, die zu planen, mache die Termine aus mit den Standorten, suche nach neuen Standorten, wo können wir eventuell stehen, was könnte besser funktionieren, und dann muss ich dementsprechend eine Woche vorher, schicke ich dann die E-Mails rum, dass die Leute auch Bescheid wissen, dass auch schön viele Leute kommen. Und das Telefonieren, das ist auch ein großer Bestandteil von meinen Aufgaben. Ich muss gerade bei neuen Standorten die Firmen abfragen, ob wir ihnen E-Mails schicken dürfen, ob wir denen dann Bescheid geben dürfen. Nebendran haben wir noch die Kalkulation. Wenn wir dann als mal jetzt hoffentlich wieder mehr Caterings reinkriegen, dann müssen wir natürlich das Ganze kalkulieren, was bei rumspringt am Ende, ob das Ganze dann auch Sinn macht. Einmal im Monat stellen wir uns da vor und
gucken eben, wo stehen wir in diesem Monat, was haben wir für Standorte, wo können wir noch hin. Meine eigene Meinung spielt da sehr mit ein, also primär ist es mein Aufgabenfeld und Jackie und Dougie, die beraten mich dann eben, weil sie natürlich viel mehr Erfahrung mitbringen. Aber zum Großteil darf ich das selbst entscheiden, wo wir hingehen. Im 3. Lehrjahr kommt es auf dich an. Was sind deine Stärken? Wo soll es hingehen? Was sind deine Ziele? Und wir werden gemeinsam schauen, wo kann es dann im 3. Lehrjahr mit dir ganz individuell weitergehen. Ich bin jetzt im 3. Lehrjahr, studiere BWL Food Management auch und kümmere mich jetzt seit diesem Lehrjahr um das ganze Projektmanagement rund um unsere Maultaschenautomaten. Das heißt, unsere Verkaufsautomaten, wo wir unsere Maultaschenprodukte anbieten. Kümmere mich da um die Befüllung, plane das Ganze. Dann mache ich auch noch Standortanalysen, schaue nach neuen Standorten, pflege Kontakte, kümmere mich quasi um das ganzheitliche Projekt. Mein persönliches Highlight war, ich glaube, der Burgertag. Der Burgertag in Schondorf war eigentlich so das erste Event, das erste Projekt, was ich eigentlich leiten durfte. War dann einfach cool zu sehen, man hat eigene Produkte kreiert, hat sich um das ganze vertriebliche, marketingmäßige gekümmert. Dass das dann einfach im Endeffekt funktioniert hat, das war einfach ein schönes Erlebnis. Ja, ich war auch in den ganzen Abteilungen, ich war im Vertrieb, war danach im Marketing, habe dann einfach geschaut, was mich interessiert und einfach die Maultaschenautomaten fand ich schon immer interessant. Ich fand, da war einfach immer viel Potenzial da und deshalb kümmere ich mich jetzt quasi ganzheitlich um das ganze Projektmanagement rund um unsere 14 Automaten, die wir haben. Und zwar bin ich seit kurzem fertig mit dem Studium, also ich habe ausgelernt hier bei I Love Maultasch und wurde auch übernommen und sitze jetzt im Marketing, bin dort direkt für Social Media zuständig, sprich für Facebook, Instagram und Co. Also alles, was da drauf passiert, läuft quasi über meinen Tisch. Was war dein persönliches Highlight bei I Love Maultasch? Ich wollte am Anfang sagen, Weihnachtsfeier auf der Yacht! Ja, das ist was für die Outtakes. Aber auf jeden Fall, was war mein Highlight? Und zwar eigentlich, vor kurzem hatten wir ein großes Event. Da hatten wir ein Catering organisiert für 600 Leute inklusive Getränke. Also wir waren zu 9. Und da keiner der Chefs Zeit hatte, dort vor Ort zu sein, wurde die Verantwortung dann an mich übergeben. Sprich, auch die Personen vor Ort waren dann, für die war ich dann der Ansprechpartner. Und als das Ganze vorbei war, waren sie super happy mit der kompletten Organisation, mit dem kompletten Team. Die haben gesagt, Personen, die so fit sind und so engagiert sind, haben sie selten auf einem Haufen gesehen. Und das Ganze quasi in der Hand zu haben, was da an dem Abend passiert, war natürlich ein Stück weit erstmal eine Herausforderung fürs 3. Lehrjahr. Aber es hat mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Und als dann auch noch im Nachgang so eine lange Mail gekommen ist, dass es so toll war, was unser Team da veranstaltet hat, das war dann für mich on top. Also wirklich, da war ich einfach happy. Also ich bin auch für die Betreuung der Studenten zuständig und gucke eben auch, dass wir gezielt Werbung für das duale Studium schalten und mache das einfach wahnsinnig mit einer Leidenschaft und verbindet mich sehr mit dem grünen Herz einfach. Du hast die Möglichkeit, in den nächsten 3 Jahren dich zum einen persönlich weiterzuentwickeln und Praxis und Theorie bei uns im Unternehmen zu vereinen und wahnsinnig viele Einblicke in das Unternehmen I Love Maultasch zu erlangen. Also ich bin eigentlich hier nur der Praktikant, aber ich hatte auch Lust auf das Interview, weil ich hier im Team herzlich willkommen bin und also ich bin viel im Versand, also ich packe Pakete. Manchmal bin ich auch auf der MIPA unterwegs, heißt mit dem Foodtruck in die Mittagspause. Und es ist einfach schön, wenn man Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann und es einfach mehr ist als nur ein Maultaschengericht, was man rausgibt, sondern wir geben auch ein gewisses Lebensgefühl mit. Ich habe wirklich gestern eine halbe Stunde überlegt, so einen Punkt habe ich nicht. Dann habe ich überlegt, mein persönliches Highlight ist eigentlich jeder Tag, wenn ich allein im Vertriebsbüro mit der Dougie arbeiten darf, ist schon ein Highlight. Und sonst einfach das komplette Team ist ein großes Highlight. Man wird schnell gefördert
was einem selber natürlich Selbstwertgefühl gibt, Entwicklungsmöglichkeiten, man kann eigene Projekte machen und diese Entwicklung und dass man selbstständig agieren kann, das ist einfach ganz toll. Man kann ziemlich viel bewegen bei I Love Maulasch. Ich finde, das ist einfach eine coole Abwechslung. Man hat immer wieder neue Herausforderungen und ich finde, das macht es einfach aus. Man merkt einfach gar nicht die Zeit, die vergeht, weil du vom Arbeiten einfach so viel Spaß hast und das einfach die Stimmung mega ist. Also wir gucken in verschiedene Abteilungen, aber wenn du fertig bist mit dem Studium, wird gefragt, was stellst du dir eigentlich vor? Also sprich, jeder kann sich in dem Bereich weiterentwickeln, wo er eigentlich Lust hat und wo er hin will. Ich mag unseren Team Spirit, dass wir zusammen einfach alles meistern können, auch wenn manche Situationen, wie jetzt zum Beispiel gerade in der Corona-Krise, das trotzdem alles gebacken bekommen. I Love Maulasch ist zum einen eine coole Art, ein Studium zu erledigen. Und zum anderen ist natürlich eine große Familie, also das Herz ist Programm und da fühlt man sich einfach wohl. Und das ist nicht nur das Essen, was natürlich auch köstlich ist, sondern einfach die Menschen im Unternehmen und Menschen, die man außerhalb vom Unternehmen kennenlernt. Der Humor tatsächlich und das Team. Weil einfach sobald man reinkommt, man merkt einfach, es hat wirklich jeder einfach Spaß bei der Arbeit. I Love Maulasch fühlt sich für mich immer an und schon seit dem ersten Tag wie eine Familie. Jeder ist für jeden da, alle für einen, einer für alle und Vertrauen ganz groß ist hier so, jeder hilft jedem. Mir gefällt besonders gut, dass man zu den Kollegen so ein freundschaftliches Verhältnis hat. Das Team ist echt super, alle sind mit jedem eigentlich gut. Noch sowas auf dem Arm, möchtest du das mal zeigen? Ja, Mega. manche sagen bescheuert, ich find's cool. Das Miteinander, das Familiäre finde ich ganz, ganz klasse und dass auch jeder so seine eigenen Ideen mit einbringen darf. Also egal, ob es vom Studenten bis zum Chef, jeder darf seinen Senf dazugeben und dann guckt man, was macht für die Firma am meisten Sinn. Das ist das Team auf jeden Fall, und Kameradschaft und meine Chefs dann, meine zwei. Die sind schon außergewöhnlich. Ich mag die I Love Maulasch Familie. Ich bezeichne es einfach so, weil I Love Maulasch ist keine normale Firma. I Love Maulasch ist eine Familie. Da ist einfach so viel Herzlichkeit drin und das könnt ihr mir glauben. Ich habe schon einige Unternehmen in meinem Leben hinter mich gebracht, aber sowas habe ich noch nicht erlebt und das ist für mich das Schönste. Das Miteinander. Wenn dir das jetzt gefallen hat, alles was du jetzt so gesehen hast, dann bewirb dich jetzt. Ja, was brauchen wir jetzt noch mal dazu? Ja gut, ein paar Sachen brauchen wir noch. Ne? Wir brauchen deinen Lebenslauf, dass wir sehen, was bei dir so bisher alles passiert ist. Wir brauchen dein Zeugnis, aber nicht wegen den Noten, sondern einfach nur, damit wir sehen, dass du die Berechtigung hast, an der Hochschule zu studieren. Und dann irgendein Anschreiben, ein Video, irgendwas Motivierendes, wo du uns zeigst, warum du hier mit dabei sein willst. Das ist uns wichtig. Das war's dann schon. Na, noch nicht ganz. Dann werden wir zwei miteinander telefonieren, werden uns ein bisschen beschnuppern und wenn wir uns dann beide cool finden, dann laden wir dich zum Bewerbertag ein. Du wirst das Team kennenlernen, wir lernen dich kennen und dann habe ich es geschafft, oder? Dann machen wir noch einen kleinen Probearbeitstag, sodass du auch mal so einen Foodtruck von innen siehst. Und wenn du uns dann immer noch cool findest und wir dich im gesamten Team auch geil finden und sagen, jawohl, das passt, dann bist du hier herzlich willkommen und darfst dann hoffentlich bald auch so ein geiles Logo tragen. In diesem Sinne, gib Gas. Wir freuen uns auf dich. Bis bald. Tschö. Ja, ich bin schon seit Jahren auf der Suche nach einem anderen Job. Ne? Die Work-Life-Balance hier als Deadpool ist einfach, die ist echt beschissen. Aber die wollen einfach nicht, dass ich die Maske, also dass ich mit Maske arbeite und ohne Maske, das ist halt, also nein. Eigentlich sind die ja bei I Love Maulasch total offen, echt für alle, aber irgendwie dann doch nicht. Aber richtig geil finde ich ja, dass die Automaten haben. Da kann ich zu jeder Tages- und Nachtzeit, das ist ja jetzt völlig egal, wann ich dann arbeite, weil ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit Maultaschen mir ziehen. Das ist geil. Hey, warum hast du eigentlich eine Maske auf? Warum sind hier Dosen? Hey, dann gönn dir doch einfach eine. Eine? Ja. Hi, Isa. Kann man... Guck noch bekannt. Okay.
Jetzt Kontenance. Kontenance. Also Kamera läuft. Das war gute Outtakes, kein Problem. Nee, warte mal, oh Gott, warte, ich muss mich sammeln. Okay, jetzt muss ich mich zusammenreißen. Pass auf. Stell dir einfach vor, du bist im Foodtruck. Ja. Und da kommt jemand auf dich zu. Was sagen wir dann eigentlich als erstes dazu? Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Jetzt wird mir ich krieg Hitzeballon irgendwann mal. Ja, wieder ein bisschen wedeln. Nervös. Okay, wir sprechen jetzt. Wir zwei. Okay. 2 Stunden später. Weißt du, was ich so witzig finde? Was denn? Ich sag doch zu dir nicht herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Nur einmal noch. Okay, ich streng mich jetzt an, okay? Also ich spiele einfach die Kunde. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke.